Nachdem es Yusei in der letzten Folge ganz alleine mit Team Unicorn aufgenommen hat, geht es nun weiter im Text mit den nächsten Herausforderern hier bei Yu-Gi-Oh! Legacy of Duelist Link Evolution. Und ich glaube, wir werden auf ein paar Göttermonster stoßen, wa? In der heutigen Folge erst einmal mit Check. Team 5D hatte gesiegt. Der nächste Kampf fand gegen Team Ragnarok mit der mächtigen Asenkarten statt. 3 Karten, die es angeblich mit der Macht der Götter aufnehmen können. Also natürlich mit den ägyptischen Göttern, was natürlich Quatsch ist, denn diese Karten sind unbesiegbar, zumindest im Anime. Das erste Duell fand zwischen Jack Atlas und Dragon statt, oder Dragan statt. Dragan ist ja Russe. So. Ja, bin gespannt. Ich hoffe im Vergleich oder im Gegensatz zur letzten Folge, dass wir dazu kommen werden, auch mal eben die krassen Karten zu zeigen. Ne? In der letzten Folge wollte ich ja eigentlich eben auch Yuseis Fusionsmonster zeigen. Hat leider nicht geklappt. Und jetzt hoffen wir, dass zumindest Dragan seinen Asengott rufen kann. Und insofern, naja. Dass wir zumindest den mal sehen und ihn besiegen können. Was haben wir eigentlich alles in der... Oh, roter Nova-Drache haben wir. Natürlich einen roten Drachen, Erzunterweltler. Nova-Drache ist ein bisschen speziell. Ich brauche 2 Empfängermonster plus Rotdrachen Erzunterweltler. Das heißt, den erstmal rufen ist klar und dann nochmal bis Stufe 4. Okay. Also entweder Stufe 1 plus Stufe 3 Empfänger oder Stufe 2 plus Stufe 2 Empfänger. Also, beides zweimal Stufe 2 Empfänger. So. Wenn es Empfänger an seinem Friedhof, also kriegt er mindestens schon mal 1000 dazu. Okay. Garnierter Karteneffekt zerstört. Eigentlich sogar mehr, wa? Überleg gerade, der rote Nova-Drache. Diese Karte erhält 500 Angriffspunkte für jedes Empfängermonster an einem Friedhof. Also, erstmal kriegt er ja 2 mal 500, weil er selber durch 2 Empfänger gerufen wird. Weil es für seine Beschwörung 2 Empfänger braucht. Dann braucht ein roter ein Erzunterwelt ja 1 Empfänger. Das heißt, wenn ich einen roten Nova-Drache aufs Feld rufe, gibt es eigentlich, theoretisch, bereits mindestens 3 Empfänger auf dem Friedhof. Also kommt der rote Nova-Drache eigentlich schon mit 5000 Angriffspunkten aufs Feld. Da kann der Effekt eines Gegners zerstört werden, das gefällt mir. Diese Karte, Spezialbeschwörung. Oh, hat ein bisschen was, so ein Sternschartdrache. Abgegriffen. Okay, Energiebrecher. Ja, der gefällt mir. Energiebrecher, der ist cool. Der sieht auch cool aus. Dann synken wir uns an den Friedhof. Toll, die Effekte, die Fallenkarten bringen mir aktuell noch gar nichts und dann gar keinen Empfänger auf der Hand. Das kann ja was werden. Mal gucken, was Dragan so drauf hat. Okay, er ist ein Spielverderber, ich sehe schon. Hat's ja gelohnt. Hä? Jack, was ist los mit dir? Riesenor kommt erstmal mit so einem echten Oldschool-Monster. Das stand noch als Yu-Gi-Oh! Also, der ist Yu-Gi-Oh! Saga. Und Dragan hat auch ein bisschen Oldschool-Monster dabei mit der mystischen Tomate. Farben ab, weil was soll es mir bringen wegen dem 500 Punkten? Barriere-Resonator. Okay, der hingegen könnte noch interessant sein.
Ein nordisches Ungeheuer, interessant. Was der für Monster ruft? Hm. Irgendwie, ich schnall Jacks Strategie noch nicht ganz. Einfach mal Empfänger, cool. Bringt's die Karte, weil der wird eh gleich weggeschickt, also... Ah, ich muss den nehmen, okay. Hä? Wieso ruft er... Ah, super, jetzt einfach... Man, nee, bringt doch beides nichts. Hm. Wenn sie ganz schlau draus, dass er überhaupt will und was er macht. Was? Hey, ich wollte den angreifen. Was war das für eine Scheiße? Kann er den auswählen und plötzlich ging er auf den los? Hä? Okay, ist sowieso ein seltsames Duell, ganz ehrlich. Was ein nordisches Monster mit einem Gott rufen kann. Tor, Herr der Hasen. Ah, da steht so ein nordisches Ungeheuer. Okay. Das war interessant. Und Jack. What the fuck? Kein Wunder hast du gegen Team Unicorn verloren mit so einem scheiß Deck. Ne, ganz ehrlich. Monster, also Stufe 4 Monster mit viel Power, die sich auf einen Verteidigungsmodus switchen. Stufe 1 Empfänger und sonst offenbar gar nichts. Stufe 4. Jetzt aber. So, plötzlich 4 Empfänger auf der Hand, sag mal. Nee, sorry. Da tue ich mir nicht an, Freunde. Das Spiel, hey, ganz ehrlich, das. Also Mischen haben die nicht drauf. Sorry. Kann mir nicht anders sagen. Der muss irgendwie ein Bug mit dem Mischen drauf sein. Da geht ja gar nicht, dass man so schlecht mischt. So, damit kann man vielleicht schon mal ein bisschen mehr anfangen. Verrückter Erzunterweltler! Danke. So, dann mal gucken, was haben wir hier? Pre-Synchron. Okay. Käse im Einsatz. Effekte werden so lange annulliert. Ja, ob er das unbedingt will beim... Oder ein Erzunterweltler. Fragwürdig. Oh Mann. Naja, freuen wir schon nachher auf Crow, weil mit seinen Schwarzflügelmonstern, da haben wir natürlich auch wieder ein bisschen Speed drauf und so, das macht ein bisschen mehr Spaß. Nö. Zielgenaue Wache, bitte. Weil ich jetzt ihn mit Schrei der Untoten zurückgeholt hätte, hätte ich den gleichen Effekt wie vorhin gehabt, also den gleichen Bug wie vorhin gehabt. Bringt ja nichts. So. Dann rufen wir mal Brie-Synchron. Und Freunde, es wird Zeit für eine Synchrobeschwörung. Ich schiebe Brie-Synchron auf, folgt der Erzunterweltler einen Ruf als Synchrobeschwörung. Den Rotdrachen, Erzunterweltler.
So, Freunde, jetzt macht's Spaß. Euch nicht? Mir schon. Angriff! Sehr schön. Nein, ich will keinen Schrei der Untoten aktivieren. So. Zu auch. Bringt doch aktuell gar nichts. Hey, wieso wäre es ein Angriffsmodus oder bringt das jetzt? Zwillingsschild Verteidiger. Nee, komm. Oh, Drache, Angriff! Warte mal ganz kurz, mal noch gucken. Ah, okay. Ja, zerstöre alle anderen Monster, die du kontrollierst, in diesem Spielzug einen Angriff deklariert haben. Wäre jetzt ein bisschen doof, Zwillingsschild-Verteidiger jetzt zu setzen. Oh. Hä? Kann das nicht rufen? Ich dachte schon, er würde jetzt einen geilen Gott rufen. Okay. Setz mal die Karte und rufe den verrückten Erzunterwäldler im Angriffsmodus. So, wo sind eigentlich die Stufe 1 Synchronisierer oder Empfänger, die ich eigentlich hätte? Irgendwie sind die gerade abhanden gekommen, kann das sein? Bye bye. So, komm. Ich will ja, dass er seinen verdammten Gott nochmal ruft. So. In diesem Zug könnte es ja passieren, wa? Nee, nicht Schrei der Untoten. Nee, passt schon. Kann ich. Nee, nicht die. Aber jetzt. Weltraumtor aktivieren. Kann nie schaden, die Karte. Kannst du vielleicht mal einen Gott rufen? Ah, jetzt endlich. Tor, Herr der Asen. Jetzt können wir mal ganz kurz. Ah, Moment. Ne, vorher hier aktivieren und ganz kurz seinen Effekt durchlesen. Dann müssen wir in den Spielzug die Effekte alle auf den Mann annullieren. Dann Gegner derzeit kontrolliert. Einmal pro Spielzug in der Endphase, weil die Sache zerstört gelegt wurde, kann dann okay. Maskiertes Chamäleon, so, mit 0 Devs, da hat er verrückten Erzunterwäldler. Also theoretisch können nochmal ein roter einen Erzunterwäldler rufen, nur... Was bringt mir das? Also viel, vor allem. Ja, ich kann die beiden nochmal loswerden, aber ich habe trotzdem noch Tor, Herr der Asen als Gegner. Kann natürlich auch Schrei der Untoten nutzen, um den nochmal zurückzuholen. Andererseits, das Problem ist halt, für roten Nova-Drache brauche ich halt dummerweise 2 Empfängermonster. Also braucht eigentlich wirklich nochmal eine Stufe 1 und eine Stufe 3 Synchronisierer. Empfänger, Entschuldigung. Also schön. Los geht's, maskiertes Chamäleon. Und zum Appell. Und jetzt wird es Zeit für eine nette kleine Synchrobeschwörung.
Zeig dich, Kumpel. So. Der eigentlich noch gut. Bringt mir auch nicht viel. Ja, ich werde mal. Ach, scheiße, jetzt natürlich angreifen, ist das Spiel vorbei. Und ich habe den roten Nova-Drachen noch gar nicht gerufen. Ah, Mist. Nur noch 600 Punkte. Ah, Kacke, Mann, Kacke, Mann. Ich weiß, wann ich werde es vielleicht bereuen, aber ich will eigentlich gerne einen roten Nova-Drachen in mir rufen. Deswegen bin ich jetzt mal im Zug. Ging jetzt der Effekt hier unten schon wieder? Also, einen zweiten Angriff ausführen, okay. Also natürlich will ich auch nicht verlieren, Freunde, hey, ist klar, aber ich muss jetzt irgendwie gucken, ob ich im nächsten Zug nochmal eine Chance hätte. Weil sonst wird es halt nichts mit dem roten Nova-Drachen, dann haben wir ja Pech gehabt. Ja, was soll ich machen? Kann nur den nutzen. Kurz nachrechnen. Ich würde es überleben, okay. Kann ich noch Weltraumtor nutzen, das weiß ich. Das Problem ist aber, mir fehlen auf die schwächeren Synchromonster und Empfängermonster und Jack. Hat er keine Option, sein Deck irgendwie mehr Speed zu verleihen? Das ist irgendwie voll scheiße. Oh Mann, Leute. Ich würde so gerne einen roten Nova-Drachen rufen, aber das Spiel lässt mich einfach nicht. Das Problem ist ja auch, wie soll ich im nächsten Zug überhaupt 2 Empfängermonster aufs Feld kriegen? Einer mit der Stufe 1, einer mit Stufe 3. Also rufen kann ich ihn natürlich schon mal, hey, das ist kein Problem hier. Aber es bringt mir nichts, weil ich habe nur Effektverschleierin, ich habe keinen weiteren in Stufe 3, vor allem wenn ich bräuchte.
Hm. Hä? Ohne Sleep-Beschwörung, okay. Ja, warum nicht? Hä? Okay, das falsche Monster gewählt war. Ja, nochmal gucken. Ja, nein, war ein anderer von den Empfängern. Okay, gut. Wie gesagt, Leute, ich will ja eigentlich gerne den Effekt von roten Oberdrachen nutzen und... Das wird, glaub nichts, Mann. Ich will auch die Duelle nicht einfach so durchwaschen. Das ist halt irgendwie echt etwas, was ich so schade finde. In diesem Kampagnenmodus. Dass die Charaktere selbst wirklich eigentlich so schwache und ja, Decks einfach haben, die man irgendwie nicht richtig spielen kann. Jetzt auch zum Beispiel, also was mich jetzt mal interessieren würde, wo habe ich irgendwie einen finsteren Resonator im Deck mit Stufe 3? Ich hoffe schon. Ich habe bis jetzt noch gar nicht gesehen. Weil sonst frage ich mich halt schon, wie soll das überhaupt funktionieren mit dem roten Oberdrachenruf? Oder geht's gar nicht? So, jetzt aber zielgenaue Wache. Das kennen wir, hatten wir gerade eben schon mal. Kurz gerufen. Und dann kann nicht zerstört werden. Zumindest mit den Zug hier. Fallenfresser, ernsthaft? Ja, ist ein Empfänger, das ist schon cool. Na komm, was soll's. Ja, komm, scheiß drauf. Ich hab's jetzt versucht, Freunde. Auch im letzten Duell, wo ich ja eigentlich gewonnen hätte, haben mir gedacht, nee, komm, wieder einen roten Oberdrachen. Aber jetzt ist es egal. Jetzt, nein, egal nicht, aber ich kann nicht einfach immer Rücksicht darauf nehmen, Freunde, weil sonst muss ich viel mehr Zeit in dieses Let's Play investieren, in die Parts vor allem, jedes Mal wirklich den perfekten Part rauspicken und das perfekte Duell und dafür habe ich einfach nicht die Zeit dafür, sorry. Muss man mal so sagen. Wenn das Spiel mir halt die Chance nicht bietet, dann vielleicht mal irgendwann, kriegen wir sonst mal hin. Mal gucken. Ich werde dann vielleicht mal eigene Decks zu bauen. Ich verstehe noch nicht, was er überhaupt will. Ich glaube, er will einfach auch verlieren. Ich kann es irgendwie gar momentan nicht anders erklären, Freunde. Er will sagen, hey Junge, einen roten Oberdrachen kannst du nicht rufen, weil das Deck ist scheiße, jetzt beendest bitte das Duell. Irgendwie so kommt es mir gerade ein bisschen rüber. So, kommt Energiebrecher zum Zuge.
Vor allem nennt mir einen Grund, weshalb er seine Monster alle im Angriffsmodus spielt. Weil das Duell ist ja, wäre jetzt eigentlich vorbei. Machen wir noch was anderes. Ja gut, ihr habt vielleicht Angst vor dem Effekt vom Rotdrachen Erzunterweltler, aber sorry. Er kriegt dann statt einfach Schaden, aber kann es irgendwie auch nicht sein, oder? Ja, offenbar schon. Ich glaube tatsächlich, dass Jack gar keinen finsteren Resonator im Deck hat. Oder ein anderes Empfängermonster mit Stufe 3. Wie soll ich denn so jemals ein Ding rufen? Okay. Nee, Kumpel. Also, der Trick selber war nicht schlecht, muss ich zugeben. Vor allem in Tunnelkonvention mit einem Monster wie mystische Tomate. Hätte ich jetzt auch so gespielt. Aber ganz ehrlich, Kumpel, der alte Fleischtomate, Schmor in der Hölle. Ja, fallender Stern, ja, super. Aber das ist halt ein Stufe 12 Monster, also. Ja, Stufe 8. Ich brauche irgendwie Empfänger, 2 Empfänger, die zusammen Stufe 4 ergeben. Das geht gar nicht anders. Also können Effekt, den Level vom Rotdrachen Erzunterweltler noch senken oder erhöhen, wenn noch was anderes, aber es geht ja gar nicht. So. Gilt eigentlich der Effekt vom Rotdrachen Erzunterweltler auch Verteidigungsmonster auf meiner Seite? Okay. Gut zu wissen, Freunde. Ja, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was es soll. Bin ich jetzt gerade echt ein bisschen überfragt. Und noch ein Barriere-Resonator, aber eben, ich sehe keinen einzigen Finster-Resonator. Also, laut meiner Vermutung kann man Rotdrachen Erzunterweltler mit Checks Deck, das er hier in diesem Duell hat, kann man ihn gar nicht rufen. Wow, da hat sie gebracht. Dass der Gegner meinen Effekt negiert, der allerdings ein negativer Effekt wäre. Das sieht man auch selten. Nein, hier bin ich geflippt. Offenbar ja schon. Geändert werden. Ja, gut. Mit Raffalner Stern wird es gehen, dann hätte er Stufe 7. Da bräuchte ich eine Stufe 1. Nur Stufe 4 Empfänger. Aber irgendwie geht auch nicht auf der Hand, also. Ist das die Idee dahinter? Warte mal, doch, ich habe ja Fallenfresser noch. Nee, oder? Das muss ich jetzt mal ganz kurz testen, Freunde. Also erst einmal herabfallender Stern, damit ich ihn zurückholen kann. Die Animation ist eben noch geil. So. Das ist Stufe 7. Okay. Dann spiele ich Schrei der Untoten. Fuck, ich kann gar nicht wählen. Weißt du, da habe ich mal einen Stufe 4 Empfänger im Friedhof. Und da kann ich nicht mal so rufen. Wieso steht da gar nichts drauf?
Ja, da oben ist so eine seltsame Hand drauf, okay. Deswegen kann nicht als Normalbeschwörung gesetzt werden. Muss als Spezialbeschwörung beschworen werden. Ah, ach, warte mal, da stand es, wa? Und kann nicht auf andere Art als Spezialbeschwörung beschworen werden. Okay. Aber ansonsten würde es dann so funktionieren, ne? Jetzt braucht ihr einfach, also... Warum auch immer man das so gemacht hat bei Jack's Deck, man hat ihm keinen Twins Resonator gegeben, was irgendwie logisch wäre. Nee, man dachte sich einfach so, nö, braucht er nicht. Machen wir noch ein bisschen anders und machen es auf dem komplizierten Weg. Ja, dieser scheiß Fallenfresser. Ja komm, jetzt haben wir so lange gewartet, Freunde, der Part ist schon so lange, jetzt kann er ruhig auch noch warten, bis ich einen Stufe 4 Empfänger ziehe. Da ist einmal einer, endlich. So, normal herabfallender Stern. Schade, gab es kein Duell zwischen Thor und oder Nova-Drache. Das wäre jetzt auch noch geil gewesen. So. Jetzt aber. Wir müssen lange drauf warten. Hier ist er, der rote Nova-Drache. Auf eine ganz seltsame Art und Weise gerufen. Natürlich ohne Spezialeffekte, die können so anders sein. So, Schluss mit lustig hier. Oh, Alter. Übelst übertrieben, wenn ich mich frage, aber hey. Täuschung des Trickster. Ja, nächsten Zug dann. Also das Duell, wobei das sollte ja und wird hoffentlich angenehmer sein. Da wir ja mit Crow's Deck spielen. Crow's Deck mit Schwarzflügelmonster ist ein bisschen mehr auf Speed ausgelegt. Ich hoffe es zumindest. Und das mit Yusei. Ja, gut, Yuseis Deck kennen wir zu Genüge. Aber dass man, um den roten Nova zu rufen, auf die Strategie ausweichen muss und nicht mit dem Finns Resonator, den Jack sonst immer im Deck hatte. Auf die Idee muss er erstmal kommen. Oder ich hatte wirklich so verdammtes Pech bei diesen vielen Duellen in diesem Part, dass ich den Finns Resonator einfach nie gezogen habe. Der muss immer unter den letzten 10 Karten gewesen sein. Ganz, ganz doof. Naja. Ist egal, wir haben es geschafft, Freunde. Mit roten Oberdrache, mit Thor. Mal gucken, was uns Crow und der andere Duellant von Team Asen, wie auch immer, was der zu bieten hat. Bis nächstes Mal und ciao zusammen.